Matthäus Kapitel 9. Und er ist in ein Schiff, fährt über den See und kommt in seine Stadt. Und da tragen sie einen Lahmen an, auf einer Bäre. Wo der Jesus ihr grosses Vertrauen sieht, sagt er zum Lahmen: «Hab keine Angst, guter Mann, ich lade deine Verfehlungen an.» Und ein paar von den Schriftgelehrten küscheln untereinander: «Der lästert ja!» Wo der Jesus merkt, was denken, sagt er: «Warum denkt ihr so schlecht in eurem Herz? Was ist denn ringer zum Sagen, ich lade deine Verfehlungen an, oder zum Sagen, stand auf und lauf um?» Dass er aber wisse, dass der Menschensohn Vollmacht hat, um auf der Erde Verfehlungen anzulassen, sagt er zum Lahmen: «Stand auf, nimm deine Bäre und gang heim.» Und er steht auf und geht heim. Wo es die Leute sehen, kommen sie Angst über und loben Gott, wo den Menschen solche Vollmacht gibt. Wo der Jesus von dort weitergeht, sieht er einen Mann am Zoll sitzen, Matthäus mit Namen, und sagt zu ihm: «Komm mit mir.» Und er steht auf und geht mit ihm. Und als er im Haus von Matthäus am Tisch sitzt, da kommen ein Haufen Zöllner und solche, die nicht recht leben, und essen mit dem Jesus und seinen Jüngern am gleichen Tisch. Wo das Pharisäer sehen, fragen seine Jünger: «Wieso isst euer Meister mit den Zöllnern und denen, die sonst nicht recht leben, am gleichen Tisch?» Der hört's und sagt: «Die Gesunden brauchen keinen Doktor, aber die Kranken. Überlegt euch, was es heisst: verbärmst Mutti, kein Opfer. Ich bin ja nicht gekommen, um die in die neue Welt einzuladen, die recht leben, sondern die nicht recht leben.» Totsmal kommen die Jünger vom Johannes zu ihm und fragen: «Warum fasten wir und Pharisäer so streng, aber deine Jünger nicht?» Der Jesus sagt zu ihnen: «Sind etwa die Hochzeitsgäste traurig, solange der Bräutigam um ist? Aber es kommen Tage, wo der Bräutigam nicht mehr da ist, und dann fastet es dann. Niemand büht dir einen Platz aus neuem Stoff auf ein altes Gewand. Der neue Platz würde das Gewand verreissen und der Schranz würde noch grösser. Man lehrt auch nicht neue Wein in alte Schläuche. Wenn man es gleich macht, verjagt es die Schläuche und der Wein läuft aus und die Schläuche gehen kaputt. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und beides bleibt gut.» Als er redet, kommt einer der Synagogenpfleger, knündelt vor ihm ab und sagt: «Mein Töchterli ist gerade vorhin gestorben. Komm und leg deine Hand aufs, dass es wieder lebendig wird.» Und der Jesus steht auf, begleitet ihn samt seinen Jüngern. Auf dem Weg kommt eine Frau, die Blutungen hat seit 12 Jahren, und langt ihm den Zöttel hinten an seinem Mantel an. Sie hat nämlich gedacht, wenn ich nur seinen Mantel anlange, wäre ich gesund. Der Jesus kehrt sie um, schaut sie an und sagt: «Hab keine Angst, liebe Frau, dein Vertrauen hat dich gesund gemacht.» Und von dem Moment an ist die Frau gesund. Wo der Jesus ins Haus vom Pfleger kommt und die Flötenspieler und Klackfrauen sieht, sagt er: «Geht raus, das Mädchen ist nicht tot, sie schläft nur.» Sie lachen dann aus. Als er die Leute draussen hat, geht er rein, nimmt dem Mädchen seine Hand und es wird wieder lebendig. Und von dem redet man dort in der ganzen Gegend. Wo der Jesus von dort weggeht, laufen ihm 2 Blinde an und brüllen hinter ihm her: «Heb verbärmst mit uns, Sohn vom David!» Die kommen die Blinden wieder zu ihm und der Jesus fragt sie: «Trauen ihr mir's zu, dass ich euch gesund machen kann?» Sie antworten: «Ja, Meister.» Da langt er ihnen an die Augen an und sagt: «Wenn ihr mir's zutraut, soll es geschehen.» Und ihre Augen gehen auf und der Jesus bläut ihnen ein: «Behaltet's ja für euch.» Aber die gehen raus und brötschgen sie in der ganzen Gegend umeinander. Kaum sind die 2 draussen, bringen sie einen, der wegen einem Dämon nicht reden kann. Und wenn er den Dämon austrieben hat, kann er stumm reden. Und die Leute werden ganz baff und sagen: «So etwas hat man in Israel noch nie gesehen.» Aber die Pharisäer sagen: «Der treibt Dämonen mit dem höchsten der Dämonen aus.» Und der Jesus macht die Runde durch alle Städte und Dörfer, lehrt in der Synagoge dort und verkündet den guten Bericht von der neuen Welt und macht die Kranken und Angeschlagenen gesund. Als er die vielen Leute sieht, kommt er verbärmst über mit ihnen, weil sie geschunden sind und abgekundet, grad wie Schafe ohne Hirt. Da sagt er zu seinen Jüngern: «Die Ernte wäre gross, aber Arbeiter hat's nur wenig. Darum sagt dem, wo die Ernte gehört, er soll Arbeiter aufs Feld schicken.»